Guten Morgen Leute, ich habe Hunger. Heute mache ich mir zur Feier des Tages, es ist Samstag, ein amerikanisches Frühstück und dafür benutzen wir Erdbeeren, Würstchen, Bacon, Eier und Bohnen. Die Erdbeeren einfach, die sahen so ultra geil aus im Laden, die muss ich einfach kaufen. Deswegen Erdbeeren, ha! Wer hätte das nicht gedacht? Zu den Erdbeeren gibt es keine Sahne, weil ich finde, der Rest hat schon genug Kalorien, wenn ich den gleich zubereitet habe. Und dafür brauchen wir jetzt eine Bratpfanne. Die nehmen wir von hier unten. Okay, let's go. Ja, die kann man nehmen. So, liebe Leute, der Trick beim Bacon ist es, dass man ihn in die kalte Pfanne gibt. Ja, man soll ihn also nicht in eine heiße Pfanne legen, sondern der muss sich mit der Pfanne der Temperatur anpassen, dann wird der perfekt kross. Ich habe es noch nie gemacht und wir werden es jetzt tun, okay? Als erstes nehmen wir uns den Bacon vor. Das heißt, wir nehmen hier diesen Bacon, klatschen den hier so in die Pfanne, in die kalt... Oh, Alter. So, klatschen den hier so in die Pfanne. Alter, ist das Zeug fettig. So, ja, hier so 4 Streifen. Ich bin ja ein großer Mann. Großer Mann muss viel groß essen. So, der Bacon ist jetzt in der Pfanne und was man beachten muss, wie gesagt, nochmal, die Pfanne muss kalt sein und vor allen Dingen muss man jetzt den Herd auf mittlere Hitze stellen. Also was man falsch machen könnte, ist, dass man hier volle Power Gas gibt, aber der Bacon wird nur knusprig, weil das Fett nämlich ausläuft und damit das Fett ausläuft und der Rest nicht zu Kohle verbrennt, muss man natürlich den Herd nicht ganz so doll anschmeißen, okay? Deswegen mittlere Hitze, hier bei mir Stufe 5. Oh, der wird jetzt schon richtig knusprig. Sieht schon richtig gut aus. Ich drehe den gleich mal. In der Zwischenzeit habe ich jetzt einen kleinen Topf hervorgeholt, in dem ich jetzt die Böhnchen langsam warm werden lasse. Das muss wirklich vorsichtig geschehen, damit die nicht unten anbrennen. Und da gibt es gleich noch ein Geheimrezept, wie man die noch ein bisschen geiler machen kann, okay? So, jetzt nehmen wir hier der Bacon, der sieht schon richtig gut aus. Und jetzt nehmen wir hier dieses Fridge Pack und knallen hier einfach erstmal Böhnchen rein. So. Und jetzt werden auch die warm gemacht. Richtig schön Böhnchen, Alter. Und währenddessen der Bacon hier, der wird auch immer besser. Der wird, oh, das ist der Knaller, Alter. Guckt euch den mal. Oh, ich drehe den jetzt mal um. Oh yeah, American Breakfast. Oh yeah. Also, man muss ja eins sagen. Ich war jetzt im Februar das erste Mal in Amerika. Und wir waren da auch frühstücken in so richtigen amerikanischen Frühstücksrestaurants, wie man die so kennt. Jetzt schiebe ich den mal hier so ein bisschen zur Seite, weil ich packe jetzt nämlich diese Würstchen hier nebenbei noch mit rein. Man kann über die Esskultur und über die Kochkultur der Amerikaner sagen, was man will, aber Frühstück, verdammt, können die einfach. Das ist unglaublich, was sie für geiles Frühstück machen, sorry. Man wird zwar unglaublich fett davon, wenn man das die ganze Zeit isst, aber schmecken tut es auf jeden Fall hammergeil. So, jetzt wälzen wir hier diese Würstchen zusammen mit dem Fett vom Speck, damit das so richtig schön kross angebraten wird alles. Und gleich hauen wir nämlich noch die Eier drüber. So, das sind hier beschichtete Pfannen, das heißt, ihr müsst immer aufpassen, dass ihr hier nicht mit was Spitzem reingeht, so mit einem Metalllöffel oder sowas, weil ansonsten zerstört ihr die Beschichtung dieser Teflonpfanne und die soll ja angeblich Krebs erregen. Es ist nicht allzu gesund, wenn man das isst, also darum immer entweder mit so einem Plastiklöffel oder am besten mit einem Holzlöffel, nur mein Holzlöffel ist gerade im Geschirrspüler. Was macht der Bacon? Der Bacon ist langsam, der ist langsam durch. Ich glaube, den müssen wir schon bald rausnehmen. Und dafür, weil die anderen Sachen noch ein bisschen brauchen, der Bacon ja nicht kalt werden soll, mache ich jetzt den Ofen an. Und zwar Umluft mit Grill bei so 180 Grad. Dann nehmen wir den Bacon gleich raus, packen den hier auf den Teller und dann bleibt der so noch ein bisschen warm. Ich glaube, das ist keine schlechte Entscheidung. Der wird noch ein bisschen krosser dann auf dem Teller vielleicht durch den Grill. Währenddessen immer gucken, dass die Böhnchen nicht anbrennen. Das heißt, wir rühren hier immer gut um. So, das sind gute Böhnchen. Und gucken, dass der Bacon nicht anbrennt. Und die Würstchen nicht aufplatzen. Das ist jetzt hier, glaube ich, schon passiert, oder? Ne, ich glaube, die haben nur einfach so einen Strich. Oh. Alter, aber guckt jetzt mal ohne Spaß. Guckt mal, das ist alles Fett und Wasser. Das ist alles Fett vom Bacon.
Das ist schon echt krass. Und wie krass der zusammengeschrumpft ist. Also ich glaube, wenn ihr hier Bacon vom Schlachter holt oder so, dann glaube ich, ist der tatsächlich nochmal ein bisschen besser. Ich habe hier so ein Billig-Bacon vom Penny, so ein 99-Cent Bacon. Eigentlich bin ich ja voll dagegen, dass man so Billigzeug kauft, aber es gab einfach nichts mehr anderes. Naja, und ich wollte unbedingt Bacon. Ich bin so ein schlechtes Vorbild. So, ich glaube, dass der Bacon so gut wie ready ist. Und wir nehmen den jetzt einfach einmal runter. Mit dem Würstchen auch. Die nehme ich auch runter. Boah, zieht euch das mal rein, Alter. Die triefen einfach voll Saft. Das ist wirklich so geil. So, das Zeug ist jetzt hier unten im Backofen, aber ihr müsst gucken, dass ihr das immer so auf den Teller rauf macht, weil sonst habt ihr die ganze Siffe gleich im Backofen und der ist einfach scheiße zum Putzen. Und jetzt kommen die Eier hier rein. Für die Eier nehmen wir jetzt einfach direkt das Fett, was wir vom Bacon und von den Würstchen schon haben, weil ich sehe jetzt nicht ein, dass wir jetzt hier neues Fett nehmen. Und jetzt schlagen wir hier einfach, den machen wir die Pfanne, die muss erstmal richtig heiß werden. Aber ihr seht schon, das Öl dampft hier schon, also die ist echt, die ist hot. Und jetzt machen wir hier Eier rein. Oh, das erste Ei ist mir schon mal richtig schön missraten, aber ihr seht schon, das zischt aber, du, das zischt aber. So. Hammer. Okay, sie sind zerplatzt, ich gebe es ja zu. Es ist nicht perfekt, aber hört ihr das, wie das so blubbert? Sofort gucken, dass die hier nicht anbrennen. Da ist so viel Öl von diesem Bacon und so drin. Ich glaube nicht, dass da großes anbrennen kann. Währenddessen bei den Böhnchen, und jetzt kommt die Geheimzutat. Ihr seht schon, die blubbern zwar nicht, aber die sind schon ziemlich heiß. Das dampft ordentlich. Jetzt stellen wir das Ganze ein bisschen runter. Und was wir jetzt nehmen, liebe Freunde, ist Essig. Oh. Man sieht es gar nicht. Himbeeressig habe ich jetzt hier. Man kann eigentlich jeden Essig nehmen, aber da muss jetzt ein guter Schuss Essig rein. Seht ihr das? So, und jetzt rührt man die ganze Geschichte nochmal um. Das gibt dem Ganzen so einen säuerlichen, echt guten Look. Geschmack, nicht Look. Oh mein Gott. Währenddessen bei den Eiern. Ah, die sehen langsam auch echt gut aus. Nochmal gucken, dass die uns hier nicht zu sehr anbrennen. Aber, Mäuschen. Wichtig, Freunde, kauft immer Bio-Eier. Ohne Spaß, ich finde, bei Eiern ist es so besonders wichtig, dass man hier immer Bio-Eier und nicht Bodenhaltung oder so. Wenn es keine Bio-Eier gibt, dann nehmt Freiland-Eier, weil informiert euch mal im Internet, diese Haltungsbedingungen von diesen Hühnern, die in der Eierproduktion sind, das ist einfach nicht normal. Das ist echt nicht normal. Da können auf einem Quadratmeter dürfen in der normalen, konventionellen Haltung, also nicht Bio, sondern Käfighaltung oder Bodenhaltung, dürfen bis zu 9 Hühner sein auf einem Quadratmeter. Das muss man sich mal geben und das will ich nicht unterstützen und deswegen Bio-Eier. Warum ich beim Fleisch nicht so konsequent bin, weiß ich ja auch nicht. So, und weil wir natürlich die Eier amerikanisch wollen, machen wir sie nicht sunny side up, sondern einmal drehen, damit wir sie von beiden Seiten gut anbraten können. Oh, ihr seht schon, wie das von unten gut aussieht, Freunde. Das ist der Hammer. Und die Böhnchen, die können wir inzwischen auch ausmachen. Die sind warm genug. Hier rühren wir nochmal um so. Traum, ein Traum, Freunde, ein Traum. Und die Eier, die werden jetzt auch perfekt. Sie sehen aus wie auf einem Foto, ohne Witz jetzt. Aber ich stink echt wie so ein Imbissbetreiber. So, ich würde sagen, die Eier sind jetzt auch fertig, die Böhnchen sind auch fertig, Bacon ist auch fertig. Jetzt können wir eigentlich auftischen, oder? So, liebe Freunde, das ist jetzt mein Frühstück. Wir haben Bacon, Würstchen, Eier und Böhnchen. Und zum Nachtisch natürlich, und das nicht zu vernachlässigen, Erdbeeren. So, dieses Frühstück war bislang ein voller Erfolg, Freunde. Das sieht geil aus. Und jetzt probieren wir es einfach. Ich habe einen Löffel vergessen. Aber Gott sei Dank habe ich ja YouTuber-Kräfte oder wie sie auch immer genannt werden. Und deswegen, da ist er. Und jetzt wird schnabuliert. Ich glaube, das macht euch eifersüchtig, oder? Ich bin so ein Unmensch. Das ist, ohne Spaß, das ist Foodporn und Instagram auf einem ganz neuen Level. Erstmal probiere ich den Bacon. Der ist so knusprig. Ohne Spaß, der Bacon ist so knusprig. Als nächstes probieren wir die Würstchen. Die schmecken auch so geil, ne? Es fehlt Ketchup. So, aber auch dafür habe ich natürlich YouTube-Partnerkräfte. Da ist es. Shaken, damit es gut durch ist. Und jetzt zieht euch noch rein. Immer genug drauf. Überall. Ketchup ist geil. Sieht nicht mehr so schön aus, aber ey, es ist Ketchup. Also ich meine. Ja, als nächstes probieren wir die Eier. Oh, die sehen auch echt gut aus.
Boah, 1A, Freunde, 1A. Ich weiß jetzt einfach ultra krass, wie eifersüchtig ihr sein müsst. Grüße an die Veganer da draußen, Freunde. Und das, was ich hier mache, ist so anti-vegan, aber es schmeckt halt einfach zu geil. Liebe Grüße. Jetzt probieren wir noch die Böhnchen. Hier sind die. Noch einmal umrühren. So, zieht euch das rein. Das sind Böhnchen. Freunde, das schmeckt so geil. Ohne Spaß, es schmeckt so gut. Einfach noch mit dieser fruchtigen Himbeernote, das ist der Knaller. Mit Gewürzessig würde es auch episch. Ohne Spaß, das wird episch. Gerade nochmal. Das ist der Shit. Der Shit! Okay. Ich esse jetzt auf. Es ist so ein Schlachtfeld. Ohne Witz. Das ist echt eines der besten Frühstücke, die ich seit Amerika gegessen habe. Eine Erdbeere habe ich noch nicht gegessen. Aber das ist eigentlich auch Nachtisch, oder? Hier, guck mal. Was eine schöne Erdbeere, oder? Wenigstens etwas Gesundes an diesem Frühstück. Boah, war super. Erdbeeren. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zugucken bei diesem Video. Beim nächsten Mal kochen wir dann hoffentlich irgendwas anderes, nicht wieder Frühstück, wobei im Endeffekt, ich könnte das immer essen, also ist der Hammer. Kocht es nach, postet Instagram, verlinkt alles Pat, damit ich das auch sehe und ich wünsche euch dabei einen guten Appetit. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Pat, ich bin raus.